Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Einmal noch düt Jahr und dann ist Weihnachten und dann ist Oga Silvester und dann dreit wir bald wieder ein Wege. Lege kann aber meist nicht wahren, heb wir letztes Jahr noch gedacht. Und nu wett wir dat geht jümmes noch einlege. Aber viel mehr dürf aber auch nicht passieren. Sonst wart und unseren ganzen Globus hier denn doch bald noch ein richtiger Klapsmöll. Nu lässt hättet in Hamburg einen Schlickgipfel geben. Hamburg weit nämlich bald nirgends mehr hin mit an Schlick oder Elf. Die Elf, die muss jümmes Deibe utbaggert waren, damit die großen Containership dann Hamburger Hafen überhaupt noch anloben und ansteuern könnt. Und in den letzten Jahren hat sich nur gut gestellt, je Deibe und je Dülle die Elf utbaggert ward, je fixe spolt die Nordsee dann grasen Kram auch wieder zurück. Gas verschwiegen von den anderen Umweltsorgen und Problemen, die das noch so mit sich bringt. Wohin nun mit einem ganzen Schlick? Das ist ja das größte Problem. Niedersachsen und Schleswig-Holstein, also die anderen beiden Elf-Anrainer, die sind natürlich auch dabei, wenn, ob das ein Schlickgipfel. Und die haben klipp und klar gesagt, dass Hamburg nicht ob die Idee kommen brugt, dann Schlick ob Jümmer sieht, ob zu spoilen. Und nu weit Schenchen nirgends hin mit einem Schlick. Also wenn die Schlick brugt, kann die Bürgermeister Schenchen anrufen, die hätt noch was. Ansonsten weit Hamburg bald nicht mehr wiege. Also wenn sie mich fragt, dann Schlick renn in die leerigen Containers und dann af nach China. Wobei wir gerade bei China sind und den Hamburger Hafen noch überhaupt nicht verladen habt. Die Hamburger Toll, die hätten nun mangelhafte Ware aus China beschlagnahmt. Ton einen ein gasgroße Produktionsmaschine für schwäbische Mulltaschen. Da hätte CE-Kennzeichen fehlt. Und ton anderen döttig Liebespoppen. Die wollen an deutsche Anleitung. Ich hab schon mal gedacht, Liebespoppen sind selbsterklärend. Aber so kann man sich täuschen. Ganz anderes Thema. In der Reichsbürger-Szene, da hat das SEK nur tüchtig obräumt. 3000 Beamte habt bei 150 Einsätzen mindestens 25 führende Reichsbürgerpersönlichkeiten festgenommen und in Haft gebracht. Eine AfD-Bundestagsabgeordnete, Richter, Rechtsanwälte, führende Persönlichkeiten von der Bundeswehr und bei der Polizei, alles dabei. Und der Kopf, ein richtiger Prinz. Heinrich, der dort heißt der Prinz Reuß. Sie wollen die Regieren in Berlin stärken und ein paar Lü aufmurksen. Also das, was sie mit Karl Lutherbeck neulich auch einmal vorhat habt. Und dann wollen sie wahrscheinlich ein neues Deutschland gründen. Wahrscheinlich ein neues Kaiserreich. Und Heinrich, Prinz, der dort heißt der soll wohl der neue Kaiser von Deutschland werden. Ein Schattenkabinett hätte das auch all gegeben. Aber Schattenspiele sollen das nicht blieben. Aber irgendeine Lampe brennt doch bei dir nicht. Aber mal ganz in Ernst. Nun möchten wir uns aber auch einmal wieder um Helmut kümmern. Ich weiß nicht, ob er allwetter dür ist. Helmut scheint auch irgendwas nicht richtig verstanden zu haben. Helmut, vertell uns doch mal. Moin. Jo, hier ist wieder Helmut. Mann, bin ich erfroren. Ich war mir glick mal einen olligen Grog morgen und dann leg ich mich mit meine Warmflasche in Bett. Mir habt sie vertellt, dass man bedütt wie er gaut das Gefrierfach afdauen kann. Und am besten auch noch über Nacht. Gaut hab ich gedacht, denn man Tau wart schon mal wieder Tiet. Ich dat Ding denn hochgewracht und Kelle und noch Buden gestellt.
Die ganze Nacht bin ich dort in Versieden bleiben. Hef mich wahrscheinlich noch so eindorbi obsackt. Aber nix ist passiert. Schau man die Tür oben laden, schau man die Tür tau laden. Ich hef beides probiert, aber eins umsonst. Und als das da hell worden ist, da hakt die Schnut so voll, da hängt das Ding, wer den Kelle tast. Ich mein, wir haben so grad Frost. Und ich hab bloß so ein lüde Wolldeck. Besten Dank, Helmut. Vielleicht versuchst du das nächste weg, denn nochmal, das schall ja nur nochmal ein bisschen warme wieder waren. Wer kommt nun zu uns nächstes Thema? Sport. Und möcht uns nochmal mit der WM in Katar befordern. Heute ist auch noch das Endspiel. Also entweder Argentinien oder Frankreich. Irgendeine von beiden, die wird nur Weltmeister. Und kaum einen scheint das zu interessieren. Ich habe auch noch überhaupt keinen in der Deutsche fahren rumloben sein oder an Sussen rumkrakehlen. Aber die Deutschen, die sind ja nur lang zu Hus. Vielleicht wird die FIFA das ganze Theater nur vielleicht mal nutzen, um intern so ein Betten auch abzurühmen, so in eigenen Regen. Gas an Glöwen kann aber auch kaum. Meine wichtigste Erkenntnis aus dieser Weltmeisterschaft ist, wenn Deutschland Weltmeister geworden will, dann hat Manuel Neuer sich bei den Skiloben nur auch das Bein nicht brocken und Bayern München muss sich nicht um einen neuen Grippe kümmern. Das habt wir nur davon. Liebe Leute, nächstes Weg ist Weihnachten, dann ist auch nicht mehr wie bei 2023. Ich möchte ja auf diesem Weg alles Gute, tau Weihnachten und für das neue Jahr wünschen. Und auch Gesundheit, Tauversicht und Frieden. Am besten eins zu hoch. Was wirst du aber morgen, wenn du die bloß einen aussäugen kannst? Ist gar nicht so ruhig. Das kann mich löwen. Das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Ich lass werde von mir hören. Ich grüß jou, ich bin Jürgen Müller.